In viele Länder ist das große Möglichkeit geworden, eine Therapie mit Tieren zu machen. Also der Mensch kann ja den Kontakt hat mit Pferd, mit Tieren, wenn es das sehr therapeutisch ist und wenn es das positiv auswirkt. Und auch Touristengruppen, die gehen irgendwo auf eine Stanzia, oder wo Tiere sind, wo Planten sind. Menschen aus der Stadt brauchen Kontakte mit Tieren und mit Planten. Das ist eine gute Therapie. So, wie eine Touristin früh dem Leiter an, der Touristenführer, die kriegen eine Gruppe an, auf eine Stanzia, auf eine Stelle, wo Pier sind. Bei jeder hat die Pier so ruhig sein. Der Touristenführer, der hat ein Schmunzeln, eine humorvolle Antwort sagt. Die Pier sind so ruhig, wenn sie kein Wi-Fi haben. Also die können nicht Internet anschließen. Deswegen sind sie so ruhig. Und weiter das nicht den Weg ist. Bei uns die Menschen, die können nicht einen Tag ohne Wi-Fi, nicht einen Tag ohne Telefon. Und einen Tag nicht weiter, das geht nicht. Aber interessant ist, dass die Menschen, die können ruhig einen Weg ohne Gott sein. Ich brauche einen Weg nicht mit Gott reden, aber am Telefon mache ich alle Tag sein. Mit meiner Tochter mache ich alle Tag reden. Mit meinen Verwandten, mit meinen Freunden mache ich alle Tag reden. Aber mit Gott ist nicht so wichtig. Eins vor das von Wi-Fi haben, von Telefon haben, das ist nicht, was wir haben von der ersten Tag, was sehr nützlich kann sein. Aber wenn du einen Tag nicht kannst mehr darunter, dann ist das eigentlich ein Laster. Und eins haben das ganz klar, jeder stellt sich mal, ich weiß, was das für Niechheiten. Ich kann ja nicht ohne letzte Niechheit sein. Aber ich kann ohne die Niechheit sein, was Gott damit hat. Und dann mit dem, die Pier beobachten, wie ruhig die Kinder sind, natürlich kannst du eine Situation, okay, ich will nicht ruhig sein. Die Bibel sagt uns dort in Psalm Kapitel 46, Vers 11, sie still und erkennt, dass ich sie Gott. Sie still und erkennt. Was ist die Rede mit Gott? Okay, red zu dem. Aber sie ist noch still. Einfach der still bleiben. Das bedeutet nicht bloß nicht reden, sondern einfach mal ruhig bleiben. Aber eins von still sein. Kannst du mal nicht beten, eine halbe Stunde, wo du nichts sagst? Was ist? Bete. Als du noch nichts sagst, ja, denk das Herrchen. Du warst alle an Gedanken, Beine durchdrehen. Und du brauchst dich nicht verdammen für die Gedanken. Gott einen Prozess merkt du Beine. Was du im Bad bist, aus der Natur bist, du bist eins, wo du steht, wo du kannst ohne Telefon sein, ohne Wi-Fi, so ruhig aus der Pier da wäre. Einfach ganz ruhig sein und einmal ab Gott horchen. Still werden im Leben. In eine böse, andere Welt, wo alles böse geht. Und das muss nicht sein, das Eten muss nicht sein, das Forum muss nicht sein, das Internet muss nicht sein. An dem einmal selber, nu muss eine stille Zeit sein. Ich will aufschalten. Das für den Körper ist das gut, für die Seele ist das gut. Wir brauchen arbeiten, weil wir brauchen auch Zeit zum Verpusten. Wir brauchen eine Zeit, wo wir einfach einmal aufschalten. Und Gott sagt das. Wenn es nicht wichtig wäre für die Menschen, hat er niemals eine Bibel geschrieben. Und wenn sie das dort auf schreiben lassen, auf die dort läuft das wichtig. Bleibst du an der Wichtigkeit dann mal still sein für Gott? Wenn du das nicht geprüft hast, dann fang das an. Okay? Ich will von dir mit so vielen Minuten oder mit so viel Zeit, ich will mich fernnehmen. Ich will alle Tage eine Zeit haben, wo ich still bin für Gott und hier, was er mir zu sagen hat. Mag Gott die dann wieder sehen, um deine Seele mit Arm zu erquicken.